Servus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Wiener auf Reisen. Ich muss leider gleich am Anfang sagen, wir haben zahlreiche E-Mails von unseren deutschen Nachbarn bekommen, weil sie den Wiener Dialekt nicht verstanden haben und sich darüber beschwert haben. Also wir versuchen natürlich, es allen gerecht zu machen und ein bisschen Hochdeutsch zu reden. Das ist uns bei den Zwischenkommentaren ein bisschen besser gelungen, weil wir da mehr Zeit zum Trainieren gehabt haben und zum Ausprobieren. Da jetzt bei der Anmoderation, die ich mehr oder weniger improvisiere, ist mir das ein bisschen schwerer gefallen. Aber ich hoffe, ihr respektiert meine Bemühungen und habt ein Nachsehen, dass mir nicht immer alles so gelingt, wie ihr euch das vorstellt. Gut, aber jetzt zum Hauptthema, nämlich Kanada. Der Film, muss ich dazu sagen, wird ein bisschen kürzer ausfallen, was einige freuen wird, andere vielleicht nicht. Was mich freuen wird, wenn es euch nicht gefreut, dass der Film kurz ist. Ja, aber das liegt wie gesagt nur daran, dass mein Weiberl und ich Kanada nur als Zwischenstation für unsere Kuba-Reise benutzt haben. Und das soll nicht heißen, dass uns in Kanada nicht gefallen hat, nein, ganz im Gegenteil. Kanada ist voll super, aber in der Kürze liegt die Würze. Und um ehrlich zu sein, viel länger hätten wir es uns nicht leisten können. Weil, wie ich immer zu sagen pflegte, Toronto ist schlecht fürs Konto. Ja, wobei wir gleich beim Einstiegsthema sind. Toronto. Die Stadt ist ja ein Traum. Sie ist die größte Stadt von ganz Kanada und hat so um einen Daumen gepeilt 2,6 Millionen Einwohner. Sie ist die Hauptstadt von der Provinz Ontario und liegt direkt am Ontario-See. Und hat dermaßen viele Gusto-Stückerl zu bieten, das müsst ihr euch anschauen. Viel Spaß! Hier haben wir das Wahrzeichen der Stadt, der CN Tower. 553 Meter hoch, 2 Millionen Besucher jährlich und der Blick von oben ist sicher grandios, wenn man sich zuerst nicht stundenlang anstellen will. Ja, nicht nur in Wien wird gegen die Regierung demonstriert. Auch in Toronto schätzt man unsere türkisblauen Witzfiguren nicht. Und hier haben wir ein paar Eishockeyspieler entdeckt, die noch gar nicht Eislaufen können. Und das in Kanada?
Okay, zugegeben. Vom zweitgrößten Land dieser Welt haben wir nur einen ganz kleinen Teil gesehen. Aber die 3 Tage, die wir hier im Land waren, haben wir so gut wie möglich genutzt. Ja, zuerst haben wir einen Rundgang durch die Stadt gemacht. Wir haben moderne Häuser gesehen, alte Häuser und wir waren sogar in der hiesigen Universität und haben uns die angeschaut, bis wir hinauskomplimentiert worden sind. Ja, und dann haben wir einen Sprung in Chinatown vorbeigemacht. Und dann ging es mit der Fähre zu den Toronto Islands. Dort wird Erholung groß geschrieben. I am me. I am me. I am free. Look at me. I am young. Sight unseen. Life unsung. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming straight from the heart. You say it's easy, but who's to say that we'd be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart.
Ja, und weil wir schon in der Gegend waren, haben wir uns auch gleich den Niagara-Fall angeschaut. Also eigentlich sind es ja zwei Fälle. Einer auf der kanadischen Seite und einer auf der amerikanischen. America first. America first. Okay, na gut, bitte. Dann halt die amerikanischen Wasserfälle zuerst. So, aber jetzt zu den schöneren und beeindruckenderen Wasserfällen auf der kanadischen Seite. Ha! Wie man hier so schön sieht, kommt man mit dem Boot ziemlich nahe an diese Wasserfälle heran. Und das schauen wir uns jetzt an. Weil mir für meine Zuschauer einfach nichts zu gefährlich ist, habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Also ich habe mich in so ein Fassel eingesetzt und bin mit dem Fassel die Niagara-Fälle runtergerutscht. Also das könnt ihr euch auch schon. Viel Spaß! Naja, zugegeben, die Aufnahmen geben jetzt nicht allzu viel her. Also ich hätte halt die GoPro-Kamera nicht in das Fassel mit einnehmen sollen, weil da drin war es schon sehr dunkel. Das hätte man sparen können. Aber das Beeindruckendste, das kommt erst jetzt. Nein, nicht die Möwe, sondern die Wasserfälle in der Nacht. Und wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr schöner, dann schaut euch das an. Just a small town girl in the city lights. The best was yet to come. Und bis zum nächsten Mal, wenn es da wieder heißt, zwei Wiener aufreisen. Viel Spaß!